weil die nicht Bordwurst aufschneiden aus dem Morgen, wo sie Struf kriegen. Ich sehe Ihnen ein paar Werke, dass wir wurden mehrmals zwischen an diese Sommer von Hebräer vertalen. Und waren wir andere Dinge, die wir antwischen da, wir haben eine Series vielleicht mal reich, wir wollen jedem mal kommen und das Buch von Hebräer checken. Und da gehen die Dinge sein, was Gott für uns hat. Gleich das Buch, gleich will es dort bringt Leben, dort Sprach Leben. Und dort merken Unterschied, wenn wir dort leben, dort lesen, dort leben, dort ansmerken. Mir geht ganz kalt den Kontext nach einmal zu geben. Wir sind ein paar Werke nicht mit der Traum gehabt. Diese Menschen, zu wem das Buch von Hebräer geschrieben war, das erste, dass wir eine Gruppe von Menschen, die sehr religiös wären, dass wir eine Gruppe von Menschen, die das Alte Testament noch einmal gehört haben, die haben die Tora gehört, die haben die Gesetze gehört, die haben die Gebote gehört. Und das ist eine Gruppe von Juden, die Gott weiten zwischen Reich und Unreich. Aber diese Gruppe von Juden, die haben Jesus Kreuz und Kreuz angenäht. Weil die Römer nählen Jesus an, aber die Juden bereden, die jüdische Gruppe, die jüdische Lehrer bereden die Römer, dass sie sollen Jesus an Kreuz annehmen. Nun ist eine große Gruppe von Juden, die haben Jesus und sie gestartet, die haben Jesus tot gemerkt. Und nun ist Jesus von dort abgestanden, das darf den Helden Jesus geschickt, das ist im Himmel gefahren. Und der hat nun eine Gruppe von Menschen, die von denselben Juden sind, die nun haben Jesus angenommen, die haben Jesus persönlich gemerkt in ihr Leben. Und nun ist schrecklich viel Verfallung von der anderen Part von denselben Menschen, wo diese Menschen nun leben. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen gefallen vielleicht, weil das kriegt, wo wir sind, nicht? Vielleicht nicht zu den Extrem oder zu den, vielleicht ist das nicht so arg, wo wir sind. Aber von der selben Gruppe Juden, du wie eine kleine Gruppe Juden, die haben Jesus gefangen, Jesus persönlich gemerkt, und die waren verfolgt von der anderen Gruppe Juden, die haben Jesus selbst dort gemerkt, und nun wird diese kleine Gruppe Juden Christen geworden, und die wollen Jesus nur folgen. Und zu dieser kleinen Gruppe von Menschen wird das Buch geschrieben, das erste Mal. Und das gerecht an diese Christen und diese wahrgeborenen Menschen, die durch Teil Druck kriegen von ihren Menschen. Und das Problem, das diese neuen Christen haben, ist, die haben immer all diese alten Gesetze gelehrt, die haben nur geprobt zu leben, das haben nicht ausgerichtet, das haben nicht geschafft. Aber niemand einmal haben sie Jesus gefangen. Und nun sagen die Menschen zu ihren Ewen, das wird nicht übrigen. Jesus hält nicht an, Jesus ist gestorben. By the way, Jesus ist nicht abgestoßen, sehen die Juden, die jüdische Lehrer probieren die Menschen fernzuhalten. Und Jesus ist bloß nicht genug. Und so diese Gruppe von Christen, die haben nun einen Kampf, wo die wollen Jesus, das wir mal gesagt haben, auf dem Shelf hansaten, wo Jesus nicht nachpasst. Bloß mit ein von der anderen Jätter taub oder bloß mit ein von der anderen welche Dinge taub auf solche Schelfen abstellen. Und der Schreiber, der merkt Eva Moten, der sagt, Jesus ist besser. Jesus ist gratis und Jesus wird genug sein. Und diese Menschen, die kämpfen damit. Ist Jesus genug oder ist das nicht? So wie Jesus Nummer 1 haben in ihr Leben oder bloß Jesus haben oder so wie nach irgendwas der Tod haben, dort uns das helfen wird, dass wir für Sachen wollen übrigen. Nee, das hielt sich nur eine andere Zeit von der das nicht. Wo wir in einer Welt leben, wo, wenn wir Jesus angenommen, dann sind eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, das wird nicht übrigen. Jesus ist nicht genug, Jesus ist nicht fern genug. Jemand nach dit tun, oder dit, oder dit, oder dit, oder dit. Und ich will Ihnen sagen, dass Religion hat nicht gewollt, ich gute Arbeit getan, mit das Bild, das ich unterbringe, das Christentum, das ich unterbringe, und an sagen, das ist nicht gut genug, oder das ist nicht besser. Denkt mal an, Religion hat eine sehr feine Arbeit getan, mit das Bild aufmerken, für die Welt, auch für in das Christentum sein, oder mit sagen, das ist nicht genug.
das Gute ist nicht so gut, als sie glauben, das Schlechte ist nicht so gut, als so schlecht, als sie glauben. Und der hat nicht bloß das Bild von Gott und Schlecht dafür gemerkt, der hat sogar Gott ein Bild gegeben, was Gott nicht soll haben. Lass mich Ihnen sagen, was ich damit meine. Für viele Menschen, die die Bibel haben und brücken, ist Gott nicht sehr gut. Das ist nicht in seiner Leiftung, das ist nicht in seiner Ferne. Gott ist ein Dame, weil wir das dort nennen, Gott, wo du immer bloß doll ist, wenn du irgendwas errichten willst. Du sollst all diese Dinge nur kommen, du hast nicht, und du weißt never, ob die dort was übrigen oder nicht. Ein Tag nochmal. Du weißt gar nicht, dass dort viel genug sein, was du getan hast, dass dort nicht viel genug sein. Und so, die haben den Guten und Schlechten gemerkt. Und so, ich sage, Religion hat eine gute Arbeit getan, mit Gott in Platz geben oder ein Bild geben, von was Gott nicht auf ihrem ist. In das Buch, ich weiß nicht, ob es hier gleich nochmal Movies zu sein, und ich glaube, dann, oder Bücher zu lesen, der von Ihnen wird gleich zu lesen. In diesem Movie oder Bücher, das ist immer ein Mystery, wer der Gott und der Schlechte ist. Sei noch mal so eine TV-Shows oder etwas, wo eine Gruppe von fernen Menschen sind, die die Welt will raten, aber das ist einer mag, und das ist einer, der weiß immer, dass der Gott oder der Schlechte ist. Du glaubst, dass du magst, willst du wel irgendwo, was sich mit einmal drehen, und was die je in der Gott sind. Sei noch mal so eine TV-Shows watchen oder Bücher lesen. Und die waren ganz bei dem Eng, und dann war ich erinnert, das einer, was du, die dachten, die Schlechter wird sein, das ist nicht der Gott, aber der wird, die niemals gedacht hat, wie der Schlechter, der dreht sich nicht je in das Team. Und ich weiß nicht, von was ich vertelle. Das ist, was Religion hat getan mit der Bibel, das ist, was Religion hat getan mit Gott selbst. Und du sind 4 Warnungen in der Buch von Hebräer, 4 große Warnungen durch das Buch, und das ist die erste von denen. Wir wollen in Hebräer Kapitel 2 von der checken. Das ist die erste von den 4 Warnungen, die geschrieben diese Gruppe geben, in der Warnung, kriegt für das, dort wie Gott warnen, ab dem Platz haben, wo Gott hat, und nicht im Vergleichen mit einem Wort, was nicht so gut ist. Nicht bloß dort, dass Gott nicht soll das Damenbild haben von den Damen, und der Gott ist der Schlechte, und der Schlechte ist der Gott. Ich will Hebräer 2 ein paar Verse mit Ihnen lesen, und in der Bibel habe ich würde sagen, gleich noch checken und lesen. Und ich habe die Hand durch den Weg gelesen, dass wir die Mutmerken deuten. Aber das ist Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2, Vers 1, das heißt, dass du wären, dass wir uns so viel Ehrens da und dort holen, was wir hier haben, dass wir nicht davon aufkommen. Je morgen wird das eine Warnung, das ist die Menschen warnen. Und wenn die nicht abpassen, das ganz Erste, was die wollen hier, wenn die das lesen, dann ist das schändlich sei Ehrens, und Gott ist das Ehrens der Gott, wenn du nicht bloß abpassen, dass wir alles wollen recht tun. Right? Und die Ursache, warum das so steht, ist, weil wir haben die Bibel viel mit den Brillen gelesen von das, wer Gott ist. Das ist nicht das Abpassen, was wir erreicht tun, und wenn wir irgendwas wollen erreicht tun, und was die kommen und uns anbringen. Ich will Hanni sagen, nicht merken, der sagt, du wären, dass wir uns so viel Ehrens da und dort holen, was wir hier haben, dass wir nicht davon aufkommen. Ich will Hanni sagen, das erste Wort merken, wenn die fangen an mit sein, du wären. Und um dort wird erklären, meint, dass wir mal in kicken, nur was die erst gesagt hat. Der sagt, du wären, was die erst gesagt hat, was die nicht das sein, so der das ein auf der anderen Bühne. So, was hat die erst gesagt? Ich will Ihnen ganz kurz mitnehmen in Kapitel 1. Weißt ihr noch, was ihr seht? Der seht so steht, in der ersten Verse in Hebräer 1, der seht, in den vergangenen Tiden hat Gott auf verschiedene Wege, durch die Propheten und so Verfuder studiert, aber in Ihrem Alten Testament, aber nun sagt er, das ist der letzte Teil auf der Wort, durch sein Sehen zu uns gerät. Ihr schon mal redet Gott so steht, aber nun das letzte Teil, das mein zu uns Zeit hat, der durch sein Sehen, durch das Leben gewut Gottes zu uns gerät. So, nu lest das Vers noch einmal, dann habt ihr gesagt, Jesus ist viel besser als der Engel, und das ist ganz wichtig, aber nu lest das Vers noch einmal, der sagt, du wären, wenn das Jesus ein besseres Wort ist, und Gott durch sein Sehen zu uns geredet hat, du wären, dass wir uns so viel Ehrens dann dort holen, was wir gehört haben. Nu, was haben diese Menschen gehört? Weißt ihr? Die haben Jesus gehört. Ihr schon mal redet Gott durch verschiedene Wege, verschiedene Menschen, durch die Propheten, durch die Verführer. Nun, das letzte, der hat Jesus zu uns geredet, oder der Jesus zu uns geredet. Und du wen, dass wir uns nie dort haben, was wir hier tun. So, die Menschen haben Jesus gehört. Und dann wird hier sagen, dass holt uns an Jesus. Holt uns an dort, was wir nie gehört haben.
Sei einfach, right? Holt jemand und dort, was die hier tun. Und die Ursache, woran die sich sollen und dort holen, was die hier tun, als wenn, laut mir wahr sein. Dort wie eine Gruppe von Menschen, die sich manche Juden bekehrt haben, die haben Jesus angenommen, aber die werden geneigt, die werden eine Vortretungen sein, Jesus ist nicht genug. Wie man drei, nur das tun, was wir ihr immer haben, oder Gesetzen, oder das und das und das und das. Und die sagt, holt jemand und dort, was die hier tun, dass die nicht davon aufkommen. Lasst jemand nicht drüber reden, dass die brauchen nach das und das und das und das in ihrem Leben. Jesus ist genug. Holt jemand dort, was die hier tun, das ist Jesus. Kommt ihr mit, so weit? Und ich weiß, wir haben hier da eine Klasse, wir haben eine Predigt, aber ich will Hanji sagen, das nicht vorbeiskippen, weil es ist sehr wichtig. Und dann sagt Jesus das. Das Wort, das Gott durch den Engel reden wird, wie ganz bingend. Und das Wort bingend meint bloß einfach, dass wir ernst, dass wir wichtig, dass wir zu verluten. Der sagt, das Wort, was Gott durch den Engel reden wird, wie ganz bingend. Und wer das nicht hält, in Ungehorsam wie kriegt der verdiente Straf. Nu war morgen der Red 3, und er sagt, ich schon mal wieder so, dass wenn Gott durch den Engel reden, du werden all diese Gesetze, was Gott geben wird, und nicht bloß durch den Engel, aber wenn der von Engel geredet im vergangenen Kapitel, sagt er, das Wort, was Gott durch den Engel reden wird, dass wir sagen, ernst. Und wer nicht deut, was dort seht, oder wer nicht deut, oder gehorsam wir, oder wer ungehorsam wir, der würde, ich will nicht sagen, Wort machen, der sagt, der würde für deine Straf kriegen. Nun, ich werde jetzt noch mal dann im Alten Testament lesen, und die ganze Reihe von Gesetzen lesen, was die Alten Testament Menschen sollen nur fallen. Da noch mal, jeder vielleicht verbiskippen, mir, das sind all diese Dinge, was wir gleich hören wollen. Dort mal 3. Mose Kapitel, du sind eine ganze Reihe von den Kapiteln, so bei 19 und 20, und die Kapitel mal lesen. Dann war ihr bald an, dass du sind so sehr, sehr viel geboten, und wer immer diese Geboten nicht nur fallen wird, den wird eine verdiente Strafe gegeben, den wird tun, was die getan hat, aber viele von diesen werden dort gemerkt, die werden gesteinigt, tun, was die getan haben. Aber lass mir was das sein. All die von uns, die hier von der Band sind, wir würden hier nicht kennen sein, wir würden alle verdiente Strafe gekriegt haben, wenn wir heute zu der Zeit gelebt. Weißt ihr warum? Wer von Ihnen hat mal, das ist der, wenn Jehova haben, und wer hat ganz bei dem Eng, wie sie Stab geholfen, alles geholfen, ganz bei dem Eng. Irgendwer von Ihnen? Die würden das auch nicht merken, wenn die würden Strafe kriegen, wenn sie das soll das nicht. Wenn die haben all den Vorder von den Stab drauf gekriegt, und die nicht was für die Arme geladen haben, dann würden die Strafe kriegen. Wenn die hatten 2 Sorten von Sud auf einen Kerl gestreut, haben die das getan, 2 verschiedene Sorten Sud von irgendwas auf den Kerl abgeschätzt, dann würden die die Strafe kriegen, weil es soll nicht, da werden gesagt, dass die das nicht sollen tun. Du sollst auch nicht 2 Bitter Seich, du wirst halt mich von der nicht gewährt, 2 Bitter Seich an meine Bächsen oder an meinen Ham anwählen. Und im Alten Testament wird das nicht so dort. Du kannst das nicht tun. Du kannst nicht 2 Sorten von Seich und ein Kleid anmerken oder eine Bächs anmerken. Du kannst nicht. Dann musst du die Strafe kriegen. Hast du mal deine Haare hier so ein bisschen aufgekleppert hier und sieht? Wenn du dort wuschst, dann musst du die Strafe kriegen. Wenn du die Bordwurst aufschneiden aus dem Morgen, dann musst du die Strafe kriegen. Alles hat seine verdiente Strafe. Das war das im Alten Testament wir. Du würdest nicht einer von der sein, wer nicht wird Strafe kriegen, weil wir kriegen für deine Strafe. Das interessante Ding, wie im Alten Testament wir durch Gesetzen, so Paulus der Römer sagt, die Gesetzen wir in der Durtau, haben die Menschen wiesen, wo wichtig das wir, aber die Küste niemals ankommen. Das Gesetz hält die nicht zum perfekt leben, das hält die bloß aus dem Mut stark zum sein, die wirst du auch nicht merken. Und wo die was aufgekommen, wo die was arg was. Das war das wir. Nu hör ich. Das Wort, das Gott durch den Engel reden wird, wie all ganz bingend, und wer das nicht hält, in Ungehorsam, wir kriegt der verdiente Strafe. Und dann sagt der nächsten Vers ist das, der sagt, wo kann wir dann rechnen, um weiterzukommen, wenn wir so ein großes Radungswerk nicht achten? Und nu redet zu uns, nu redet er zu dieser neuen Gruppe von Christen, der sagt, ich immer wieder so, dass ich mit dieser Strafe nicht vor euch. Wo glaubt ihr, wir nu uitkleven kann, wenn ihr das große Radungswerk nicht achten? Und wenn ihr nicht abhossen wollen, wo ihr war der Charakter dort, automatically hineinrutschen und sein, ich immer wieder so grülich sei ernst, dass wir würden alles perfekt tun, und nu ist dort noch viel ernst da. Ist dort nicht, wo ihr das lesen? Und wir müssen abhossen, dass wir das nicht tun werden, das ist nicht, was der Tag sagt.
Das ist nicht, was die Schreiber will haben, die Menschen sollen zu holen kriegen. Der will actually kriegt das Gegenteil sein. Der sagt, ihr schon mal wieder Struf, wir will haben, die sollen das Wort machen, die sagt, von der ist das ein Radungswerk. Ihr schon mal hat zu tun mit Menschen strufen, wenn die das nicht nötig haben. Von der hat das zu tun mit Vergebung, mit der Kontext von des Tages als Rütraden, vergeben, halten, in die loshalten von dort. Ich kriege den Unterschied. Und ich will haben, die sollen das machen. Und ich weiß, das ist schwer zu erklären, weil es uns Gedanken so leicht ist, dass eingestellt ist, dass Gott ist so. Ja, Gott ist irgendwas mit Sinn. Das ist nicht, was ich sage, dass er nicht ist. Aber dass Gott die will anbringen, wenn du gesinnig hast, und wenn du hast, was du tun, was du nicht sollst, und er will die Strufen, für was du hast, tun, was Gott actually will, ist, der will die Raden, der will die Rüt halten. Und wenn wir das Radungswerk vorbeigehen, dann ist du nichts für uns. Wenn wir das Radungswerk vorbeigehen und skippen dann, wo glaube ich, wir wollen wegkommen damit? Und ich sehe den Unterschied einmal ein Klima zu stehen. Und dann habe ich gedacht, wo kann er das klar merken, in ein paar Wörtern, dass wir hier nicht 3 Teilbrücken von das vertalen, von Dingen, was uns soll klar sein, aber die sind einmal nicht, weil es wie das haben gelesen. Aber ich sehe den Unterschied einmal so steht. Du sind Menschen, die sagen Gott ab dem Weg oder wer bloß mal sein, du bist einen Riefer, oder wir sind alle einen Riefer. Und das ist ein starker Riefer, der du schälen lässt. Und der Jet, wie schälen mit, wir können nichts tun, wir schälen mit diesem Riefer mit. Und ab dem Ende von diesem Riefer ist eine Deipe aufgerundet, das ist eine Waterfall. Und das ist so weit drauf, das ist so deep, wir wollen das nicht merken, mit Leben durch Verlenkung. Wir sind in diesem Riefer, und wir wissen nicht, wo wir dort wollen, dort merken. Aber hinter uns kommt ein Krokodil, wo du dull isst und wo du hungrig isst, und der kommt hier ran. Und wir versuchen auszustecken für diesen Krokodil, wenn das hungrig und die wollen es abfressen. Und du schwammst alles, was du kostet, und du kostet nicht nur Schwamm, weil das Krokodil ist Busias, der versteht sich besser machen, wo das du. Und das dummste Ding, was du isst, ist, dass das Krokodil ist Gott. Der will die tot merken, der will die Stahl über die will die abbringen. Und mit der Leute sein, aber so steht sein in Doyle Menschen Gott. Das ist das hungrige Monster, was du dir behaken hier an ist, was die will tot merken. Und du wirst dort, wenn du alles schwammst, was du kostet, wenn du alles das, was du kostet, du wirst dort gleich merken, wenn du bist in dieser Trap bist, wo du gleich kostet. Und so, die glauben Gott ist die Trouble. Aber was das Schreiber uns will sein, es kriegt das Gegenteil. Der will uns nicht sein, dass Gott ist die Hingeron mit einer bösen Einstellung, die will ich bloß tot merken. Weil Johannes 10 verstehen sagen so sehr klar, der sagt, so tun kommt zum Stehlen, tot merken, verdorben. Jesus kommt zum Leben geben, damit wir das Leben voll absollen. Die Mühe so klar als das Sandbruch. Nu stell dir mal vor, zoals ik zei, dus een Riefer, en dus de Deipe aufgerund, en wie scheel met diesen Riefer mit. Aber es ist nicht ein dollar Monster, was uns will dort merken, wenn wir Gott nennen, aber das ist ein Erlöser, und das wird dann angekommen, und der hat die Strophe uns betont, und der steht da, mit offenen Armen und sagt, kommt alle in mich, die ihr Meiden schwer beluden sind von Schafen und von Rackern. Because what they sagen, that is actually das Radungswerk. Der verteilt nicht von uns Strophen, der verteilt nicht von uns heranrein und uns anbringen, der verteilt von das Radungswerk, das wir an uns Riefern angekommen. Und die steht über und die will uns raten, die will uns halten, dass wir nicht Brücken verderben gehen. Aber nu fragt es das, wer von ihnen glaubt, dass wenn ihr das Radungswerk wollen skippen oder vorbeigehen, dass ihr das wollen merken? Erst einmal, wenn Menschen alles proben, was sie können, die merken das nicht. Und nu steht ein Erlöser durch eine Mad, mit dem Radungswerk vor euch gemerkt, was der in Kriegspunkt ist nicht wieder vor euch. Nu steht durch eine Mad Riefer. Der sagt, wo glaubt ihr, dass ihr das nicht wollen merken, wenn ihr nicht bloß nach der vorbeischwammen seid, nur ich wollte das all merken. Und du sind Tausende Menschen, die die Bibel haben, die luten Jesus durch den Riefer, und die schwammen da vorbei und sagen, no, ich wollte das all merken. Ich sage, I don't know. Die Juden zu der Zeit, weißt du, der Problem wird, die sagen, wir sind Juden, wir brauchen nicht Jesus. Wir sind Mennoniten, wir brauchen nicht Jesus, nicht? Wir sind ein Volk, wir wollen auch merken. Vielleicht verlässt du dich auf deine Kirche, ob du die alle Tage nach der Kirche forschst.
Vielleicht verlässt du dich auf den Lehrer, den Ältesten. Vielleicht verlässt du dich bloß, wofür die Schwamm kostet oder wie viel Geld die kostet. Die Frage ist das, wo glaubt ihr, dass wenn ihr so ein Radungsweg wollen skippen und vorbeigehen, dass ihr das wollen merken? Because bitte Jesus erst du nicht. Bitte Jesus erst du keine Radung. Bitte Jesus habe ich nicht. Because Jesus ist besser. Aus alles, was du dir denken. Und du kannst stanken, du kannst proben, du kannst schwammen, du kannst alles tun. Aber du wirst das nicht merken und lässt du diese Radung annehmen. Wenn Jesus die für frei anbieten wird. Nu sei den Unterschied. Und es ist grässlich sehr kompliziert, diese Radung anzunehmen, wenn wir das nicht gewohnt sind, wenn das nur etwas zu gut zum Wahrheit sind. Wenn du so eine bist, was du so lange gestankert hast und geschwammt hast und du hast von da und Gott ausgestärkt, das Mess kriegt allmählich, lass mal die Switch mal unterwegs flippen sein, ich vertraue das, Gott will das Beste für mich. Der ist gleich so wörtlich über mich. Der ist gleich, so ich immer gedacht habe. Der steht echt mit offenen Armen und der will mich helfen. Der will mich raten. Die Menschen zu jener Zeit wird schrecklich schwer, den Radungsweg anzunehmen. Und die hat eine Ursache, von der schwer wie willst, der hat noch niemals das dort gelehrt, der hat dort niemals das dort getan. Oder gelehrt hat, der dort sieht einmal war, dass Jesus wird kommen, aber der hat nicht vorbeigekickt, right? Und mir kam sich das mehr so aus, dass wir haben den Unterschied geskippt, von wer Gott wirklich ist. Wir haben einmal den Unterschied vorbeigekickt, von wo gerastlich Gott ist. Wir können den Unterschied mal einmal nicht mehr sein, von einer, wer uns will anbringen oder wer uns raten will. Einer, wer soll alles perfekt tun für Gott, dass wir den nicht merken, oder wer alles für uns getan hat, oder wieder bloß annehmen. Mir kam so fest, wir haben diesen großen Unterschied einmal nicht gesehen und nicht genommen. Und ich will jemand sagen, sehr wichtig sein. Im Alten Testament, da werden Menschen gestraft, für was die Anrecht hatten. Die kriegen die verdiente Strafe, für was die haben Anrecht getan. Und wo die Menschen das sein können, die wir ein Anrecht was, wenn die hatten ein Gesetz, wo die das nur mehr hätten. Im Alten Testament werden wir bestraft, für was wir Anrecht hatten. Im Neuen Testament wird Jesus bestraft, für was die und ich Anrecht hatten. Im Neuen Testament wird Jesus bestraft, für was die und ich nicht getan haben. Die Strafe, die die und ich verdient haben, die fällt auf Jesus. Und der nimmt die an und kriegt in der Betule. Kein Wunder, den an dort so ein grautet Radungsweg. Und wenn wir dort vorbeiskippen lassen, ich meine, was jaft das noch? Was meier erst du nicht? Und ich wünsche, wir würden für einen Moment und den Radungsweg konzentrieren. Wenn ihr seid, dort so ein grautet Radungsweg. Und ich glaube, einmal nicht bloß bitte an die Feierwegen, ich rede von christlichen Gruppen, ich rede von Menschen, die durch all Jesus angenommen haben. Wir haben das Problem, dass diese hebräischen Christen, wir haben das nachher ein klein bisschen durcheinander. Wir merken die Säuligkeit oder die Erlösung so schrecklich, sehr schwierig, dass das meist krank allmählich ist, im Himmel anzukommen. Wenn Menschen sich bekehrt haben, die haben Jesus in ihren Hort angenommen und die haben das und das und das getan und haben immer gestorben und dann sagen wir, der wird das nicht gemerkt haben. Right? Oder Menschen haben Jesus angenommen in die Zweifel nach bei uns an, wo die auf ihrem Sinn, no, der ist nicht geraten. Wir merken, dass die Erlösung war so schändlich, sehr kompliziert, weil wir verloren uns auf die Wolken, damals wir verloren auf was Jesus getan hat. Und ich glaube, wir müssen das ändern, wir müssen das switchen, wir müssen sagen, wenn Jesus nicht in uns Rief verbannt ist, ja, dann ist das schlimm bestellt, ja, dann was habe ich. Aber wer in Jesus ist ein Bild angekommen, wer in Jesus ist in uns Rief angekommen, du, wo wir in Trouble wären, ist das Möglichkeit allmählich, das vorbeizukommen. Das Möglichkeit allmählich, besonders wenn wir Jesus sein, für wer der ist, dass wir das wollen vorbeiskippen. Ich weiß ganz genau,
Dort, wenn wir Jesus sagen, für wer wir, wie würden wir abhören mit den unseres Monster, was hinter uns heran ist. Und wie würden denn sein, aus einer Radar, wer uns gut ist, wer sich tot gelebt hat für uns. Und wie weit gewässert als die Aufgrund, wo wir raufgehen. Wer würde vorbeigehen? Aber Religion hat uns gesagt, no, das ist nicht genug, du musst noch das tun. Lass dem das gehen. Kannst den wirklich in dein Leben haben, aber lass den nicht dein ganzes Leben haben. Lass den wirklich Part von deinem Leben sein, aber lass den nicht der Punkt von deinem Leben sein. In der Ratungswerk ist so grauslich gut, dass die Menschen zu jahren tut, die können es schwierig annehmen. Wenn die 3 und 4 lesen, dann, in Hebräer Kapitel 2, wenn die 3. und den 4. Vers lesen, dann wo ihr ändert, die Schreiber, die mit den Hebräer meist kriegt Prachrinnen sein, das ist actually so. Die sagt in Vers 3, die sagt, Jesus hat das gepredigt, und die Menschen, die Jesus sagen, die haben davon gepredigt und geschrieben, die mit den Prachrinnen sein, wenn die das nicht wollen glauben, dass Jesus ein Radar, nicht ein Monster ist, die wollen auch mal annehmen. Und dann sagt er in den 4. Vers, sagt er, nicht bloß auf Jesus dort gesagt, nicht bloß in der Apostel dort, der sagt, Jesus hat das bewiesen mit Wundern, mit Worten, mit den Helden Jeschken. Das ist so viel Evidenz, dass Jesus dort der Gouda-Guy ist, nicht der Dama-Guy. Und die Menschen, die können dort meist nicht glauben. Because wir tun Gouda nur zum Wahrheit sein. Dass wir so fan, kann das dort können sein. Nu weet je wat ik geloof? Onze Kolonien, een van de ganz grootste Probleme ist, und nicht bloß unsere Kolonien, aber unsere Welt im Großen und Ganzen, wo wir von Jesus hören oder von der Bibel hören, oder es will Part von der Religion sein, und die nehmen Jesus nicht an als der einzige Radar, der einzige Grund. Weet je wat ik geloof, das Problem ist? Die haben nicht ganz genau gesehen, wofern Jesus ist. Und er hat noch nicht ganz klar, wo Dam Suten ist. Und er hat das Bild nach einmal in Klimaterchen unter. Wer ist nicht der Gouda? Wer ist nicht der Schlechter? Ist Gott wirklich so gut zu mir, weil er wirklich mich halten? Und ich glaube, es ist dass wir dort Bild kleuchten. Ich glaube, es ist dass wir dort Bild kleuchten von wer ist der Gouda, wer ist der Schlechter? Wer will uns raten? Wer will uns tot merken und bestehlen? In Praxis der Schreiber, dass man zu jahren tut, affirming und reaffirming und nach einmal sein, durch das ganze Buch von Hebräer, man das wahren sein. Ich habe eine Frage für uns, für die. Wie viel Mal wird uns das gesagt worden, Mann, aber wir das actually glauben, dass Jesus ist besser als all das andere. Und ich meine, all das andere. Was du gesehen hast, was du nicht gesehen hast, wo du verhupen das, was du glaubst, du weißt. Wie lange wird das dauern? Was wird das brücken in dein Leben, was du das actually was annehmen, dass Jesus ist genug? Was wird das brücken? Nu, woran ist dir das so schwer, das anzunehmen, als Wahrheit? Woran ist dir das so schwer, dass einmal bloß mal alle Tag luten sein, ich kann das nicht? Ich mag mir Jesus verluten. Und ich weiß, für some von uns ist das die Dinge, die wir hier tun, die Dinge, die uns gesagt haben in der Church, die Dinge, wo wir Dinge verstanden haben. Aber für some von uns ist das actually die Dinge, die wir tun haben. Wir glauben noch einmal, wir sind zu dumm, wir haben zu viele schlechte Dinge tun. Zu mir sind Dinge passiert, die du nicht vergeben kannst. Was ist dort, wo die drei hält von Jesus, bis man einmal alles luten in sein hier sind? Nu, die zweite Frage, die ich will, du sollst die selbst beantworten, ist das. Wo setzt du Jesus actually? Wo setzt du Gott? Erst das, was du in Smarties Reit steht, wenn die Uhren aufmerken und die weiß nicht ganz genau, was die was leben. Oder so uwes, wenn die schlupen yes, und die weiß, dass die was Dinge tun, was die nicht so tun, und die was bereit sind, um die Strufen, und die was die Schachen für dort. Mit der dort Leute, dass die dort glaubst, aber das ist nicht der gute Nachricht von Evangelium. Because dass wir Struf,
Jesus heeft de straf voor die genomen. Jesus heeft de straf voor die genomen. En hij heeft dat vergeeft. Zie dat aanneemt oder niet? Dat is die verantwoording. Dat is up to die. Nu während het worship team napkwam, wurde ich gleich ik wil je gleich een referentie wel van een minuut stil zijn. Dus merk wel ik in uw en toe waar je zijn. En wat moet stellen een vrouw die deze vrouw? Wat is dat wat mij tegenhoudt, dat ik Jezus niet zo zei als wat hij werkelijk is? Wat is dat wat mij tegenhoudt van Jezus ganz vertrouwen? En ik weet, hier zijn zo'n man die han van den gebed. En dat is niet zo passiert als wat je dat wil. En je gelooft, Gott heeft erg gehandeld. En nu maar eenmaal dan heb ik Gott op den stoel abgesteld, wo Gott nicht abgeheert. En dat is de dame. En we weten niet meer ganz genau, was Gott de goed of de slecht is. Vielleicht wenn sie es die Gott die festgestellt haben, als Gott die Dame geworden und die weiß nicht ganz genau, was die Gott überhaupt was will, die passt auch bloß ab, was die reich oder recht ist. Die Juden, die hatten Jesus ganz aus einer Gruppe zur Seite gestellt. Und was von der ersten Tag 2000 Jahre nach dem, du sind mehr Juden als nicht, was du Jesus nicht aus der persönlichen Heiland hat angenommen. Die haben das Erlösungswerk vorbeigegangen. Ich wundere einmal, wenn unsere Ross von Menschen denken, wie viel Prozent von unseren Menschen haben gedacht, wie würden das all merken? Und wir werden gleich rankicken, wie wir wollen uns kicken. Stellt euch mal vor, dass wir recht bloß wie, was hier von der sind. Dass wir würden Jesus ansehen, für wer wir. Nicht ein Monster, aber einer, der die offenen Arme hat, wer sich totgelaufen hat für die und für mich. Und der steht und sagt, hier sind ich. Stellt euch vor, wenn wir, auch bloß wir, würden eine Gruppe von Menschen sein, die nicht würden Jesus bloß Port von uns Leben merken, aber den Punkt von uns Leben merken. Was da wird passieren? Wenn wir dort würden anerkennen, dass Jesus ist besser, Jesus ist genug. Und dass du ut wird alles unterblieben, was wir tun. Würde ich abstimmen mal ans Top. Ich danke dir, Jesus, für hier sein. Ich danke dir für uns Leben. Ich danke dir für eine Welt von einer Welt, wo so viel Schlechtes angeht. Wir weiten sagen, Gott, dass Dinge gehen schief. Wir weiten sagen, Gott, dass wir haben Arbeit tun. Wir weiten sagen, Gott, dass die Dinge, die wir einmal tun, die sind nicht reichen. Wir verluten uns gleich ab, dass wir so eine feine Menschen sind. Wir weiten sagen, Gott, dass wenn wir im Alten Testament lebten, wir würden die verdiente Strafe kriegen. Und wir würden man betonen. Und für viele von den Dingen, die wir getan haben, für die würden wir all dort gemerkt worden sein. Und wir danken dir, für dass du in unsere Welt hineinkommst. Wir danken dir, dass du in uns Reif hineinkommst. Wo wir keine Hoffnung hatten, wo wir nichts hatten. Und du kommst zu stehen und du sagst, hier bin ich, kommt alle an mich. Ich danke dir, dass keiner von uns verloren gehen will, wie das nicht weiten. Ich danke dir, dass nicht einer von uns eine Verdammnis nennen gehen, wenn wir das nicht gehört haben. Ich danke dir für die gute Nachricht von dem Evangelium. Und ich weiß von dir, Smari sind hier so, der hart dort bumst und das für eine Ursache. Die weiß noch nicht ganz genau, wo die mit die stehen und die haben Angst. Und ich bete, dass von der, was die Moment sind, wo die wollen, was er hart nicht die geben. Und die wollen die Anladung annehmen, weil es das große Ratungswerk, was du in Kreuz getan hast oder vorher gemerkt hast, dass sie das wollen für sich selbst annehmen. Und das annehmen, dass dein Blut wie genug für all die sind, was sie begonnen haben. Ich bete, dass die wollen das annehmen
und sich an die freuen. Und das, was das getan haben, Jesus fragt, dass die wollen gehen zu anderen Menschen davon vertellen und andere Menschen Mut merken, das auch zu tun. Wir danken dir, Jesus, für, dass du uns nicht hast allein gelassen. Wir danken dir für das große Rettungswerk vor dich merken. Und wir freuen uns für viele, was das nach wollen tun. Wir wollen dir das vertellen, wir wollen dir die gute Nachricht bringen. Und wir danken dir, dass du das für uns getan hast. Dankeschön, in Jesus' Namen. Amen. Uns heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt lebt von der Dienstinnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jahre best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen, also deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Topklapp 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir dir aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenscheuk.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klingel drücken, dass dort was die dort anwollen.